Mama? Ella? Wo komme Kanner hier? Ella, du bist am engem Bauch gewurs an auch do rausgeboren gin. Ui, das ist aber schon ein Zeitchen her, oder nicht? 25 Jahre genau. Dat hei aus Navy Sachs. All zweetwoch schwätze mir iwwer in anert Thema. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Navy Sachs, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut es Mittwochs um 3 auf Radio Ara oder zu all Dares an Nutzeit auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Episode Navy Sachs. Ich sitze heute hier mit einer ganz besonderer Gesprächspartnerin, nämlich mit meiner Mom. Mama, du bist andere Leute aber nicht als Mama bekannt. Willst du dich eigentlich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Monique und ich bin deine Mom. Effektiv. Dir hat vielleicht schon eine Ahnung, Thema von heute sind Geburten. An den Geburten geht aber auch noch eine andere Zeit voraus, nämlich Zeit vom Erwarten. Mama, hast du gern erwartet oder hast du dich echt gefreut, wo dann in Richtung Geburt gegangen ist? Ich habe ganz gern erwartet. Das war eine schöne Zeit, Alkejas. Und ein bisschen traurig war ich auch, aber wenn die Zeit rübergegangen ist, dann hat ja eine ganz wunderbare Zeit auch vom Mom-Sinn an mich immer kleine Puppelchen-Kameran angefangen, sodass dann auch sehr vergessen war. Und wie hast du da gemerkt, dass die Schwangerschaft da ankommt? Gehen du Zeichen, physisch Zeichen? Also natürlich, nur ein Moment hatte ich schon eine Ahnung, dass es gleich kein drüber sind, aber hast du da doch noch irgendwie auch nicht gespürt? Ja, an dem Endstadium ist schon der Bauch groß geworden. Und daher wissen auch schon, dass Puppelchen wahrscheinlich geschwind sich annonciert und wir können all Moment losgehen. Ja, und dann geht es ja auch nach den errechneten Termin, Geburtstermin, den Doktor einem Zufang sieht, wo er noch eben weiß, dass es dann die Zeit kann all Moment losgehen mit der Geburt. War das akkurat bei mir? Tatsächlich war das ziemlich um Datum berechnet. Es war manchmal in 2 Tagen 4 drin. Ich wollte rauskommen. Sieht so aus, ja. Und wie hast du dich dann tun, ob die Geburt vorbereitet? Also du hast ja 3 Kinder, schon noch 2 Brüder. Wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet und hat das dann auch geändert von Kehr zu Kehr? Also bei dem großen Bruder habe ich mich minutiös vorbereitet. Nämlich habe ich ungefähr gefühlt all Buch bei der Initiative Lebensufang gelesen gehabt. Über die Schwangerschaft, über die Geburt und auch über die Zeit danach. Und aber war ich noch nicht 100% vorbereitet auf alles, was du könnt. Bei dir war natürlich die zweite Geburt, du hattest schon ein bisschen eine Ahnung. Und aber ist ganz anders gekommen wie bei dem großen Bruder. Wie meinst du das? Was war anders? Der große Bruder, den wollte mal einfach 10 Tage mehr lang wie den Termin dabei bleiben. Du also doch losgegangen mit Monsterwehe miteinander nicht. Und bei dir war es aber echt das Wasser, was tröpfchensweise annonciert wird, dass etwas am Gangen ist. Du warst dann aber auch noch nicht super pressiert, für direkt ins Spital zu gehen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte Billien für ein Konzert gucken zu gehen. Ich weiß, das verhandle ich auch mein ganzes Leben. Das war ein Gitarrenkonzert mit Louis Merlin und mit Etienne Plassmann auf der Flöte an einer Kirche. Und die wollte ich unbedingt gesehen. Und das hat mich gar nicht arrangiert. Und dann habe ich gedacht, oh, so cool, dass das lohnt. Du kannst die Konzert nachgucken können. Und da gucken wir mal weiter, was geschieht. Und darauf bin ich an die Klinik gefahren für eine Kontrolle, nachdem ich ihn angerufen habe. Und dann haben die mich direkt konvokiert dahin. Und die haben das gar nicht witzig fand, dass ich nach gemütlichsten Konzert gelauscht habe. Die hätte lieber gehabt, ich wäre dann direkt gekommen. Und die haben mir mal direkt ein Shampoo gemacht. Und ich wäre mir nicht bewusst, wie gefährlich das sein kann, wenn es Infektionen und so weiter, wenn bloß ein bisschen opas. Und ich hätte direkt kommen, ein Batsch hatte ich Baxter und mit einem Antibiotik für alle Infektionen zu verhindern. Und das ist aber alles gut gegangen. Also ich kann attestieren, ich bin eine ganz gesunde Person.
Geburt war von dem, was du erzählt hast, auch nicht so aufregend. Aufregend schon, aufregend das immer. Aber tatsächlich war es nicht so lang und schwierig wie bei dem großen Bruder. Und hier war es schon freilich viel mehr einfach. Es war nicht so lang und ich habe noch mehr Freiheit noch gehabt, für an den Wehen dann Gang rundherum zu trippeln. Tisch war mal nicht so sehr du gegangen. Sie hat gesagt, du hast mir so viel Echter kommen und dann müsst du aber noch besser drin trippeln. Ja, hinnen nur hat Geburt können Matzen an der Kirche geschehen, das kannst du ganz sehr aussehen. Der Fall geht es wahrscheinlich, aber hier war es noch, nachdem du in ganz Wasser aufgegangen war, noch nicht direkt unter Geburt. Du hat aber noch ein bisschen gedauert, bis das abgegangen ist und bis das richtig Geburt losgegangen ist und auch mehr Wehen und mehr heftig Wehen und auch mehr sehr benefolgend Wehen losgegangen sind. Ja, du gesagt ja dann auch, dass wirklich alle Geburt komplett eigen ist und komplett anders auflebt. Du hast das selber auch erlebt. Bei dir ist es all Chaos anders gegangen, ne? Was waren so die größten Unterschiede? Ja, bei dem großen Bruder hat es einfach ganz lang gedauert mit Monsterwehen und das nicht 4 Uhr gegangen, obwohl es 10 Stunden der Zeit schon war. Und ja, du hattest nach von 2 Uhr der Nacht gedauert, bis den anderen Tag am späten Nachmittag, frühen Abend, bis du auf der Welt war. Und bei dir war es dann an ungefähr 4 Stunden trotzdem und ich dich am Arm gehalten. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich vor dem Prozess gefühlt hast? Warst du da aufgeregt, hast du Angst? Wird das doch geändert von Geburt zu Geburt? Ich bin eigentlich ein positiver Mensch. Daher hole ich das best mal an. Ich war natürlich durch die Geburt von dem großen Bruder auf Komplikationen gefasst, weil das eben lang gedauert hat und auch nicht 4 Uhr gegangen ist, was man dann nur gewürgt ist, wie bis auf der Welt war, weil die Nabelschnur ihm um den Hals gewickelt war. Das auch du nicht 4 Uhr gegangen und dann war es aber ein bisschen gefährlich kritisch gehen zum Schluss. Und hin hat kein gut Wert, wie in die Welt kommst. Du warst trotzdem für eine neue Geburt beeindruckt und auch ein bisschen nervös. Aber ich bin echt ein Optimist und schon einfach mal gesagt, das geht tipptopp und also es ja auch tun. Ja, das war bestimmt ganz hart, dass die ersten Momente mit meinem Bruder so beängstigend und so unsicher waren. Und es tut mir ganz viel leid, dass du das durchmachen musst. Und umso mehr fand ich es so impressionant, dass du gestärkt hast, dich zu entscheiden, für noch ein Baby zu kriegen. Und auch noch mit einer ganz positiven Attitüde da ranzugehen. Das ist wirklich ganz, ganz stark. Und du wirst ein bisschen mehr heavy Erfahrung mit mir hast. Wie also dir du gange für der Geburt von meinem kleinen Bruder? Der kleine Bruder, du warst auch ganz chill. Den ist 2 Tage vor dem Datum allerdings angelegt gehen. Mit der hat eine Ursache, für was das angelegt gehen ist. Da können wir gerne eine Kehr und drüber schwätzen. Aber auf jeden Fall war ich auch da positiv angestellt und der Meinung für mich, dass das alles gut gehen. Das ist ja schön. Dann mit einer positiven Attitüde bist du da rangegangen. Und dann kommen wir vielleicht ein bisschen mehr zu der Geburt selber. Es gibt mittlerweile eine ganz Reihe gängige Methoden für zu gebären. Also es gibt die ganz klassisch am Spidol, verschiedene Positionen, Wassergeburten, da gibt es auch noch Hypnobirthing. Also ich sehe da absolut keine Expertin da dran. Aber nur den, was ich gelesen habe, benutzt den da eine Art von der Selbsthypnose und versetzt den sich in einen Trance während der Geburt. Tue den aber noch immer die komplette Kontrolle über den selber und da sind doch bei vollem Bewusstsein. Durch die Trance soll es dann aber möglich gehen, für entspannt und ohne Peng oder mit Mannerpeng zu gebären. Du spielst du ganz viele Faktoren mal dran, für die man heute leider keine Zeit tun mehr. Wie war das bei dir? Hast du auch so Techniken benutzt oder wie bist du das ganz umgegangen? Also von meinem Doktor hier, ich meine, du musst ja auch immer mal am Doktor gucken, ob was der bereit ist anzugehen. Und auch von mir, von der Persönlichkeit hier, war ich echt auf eine klassisch, echt medizinische Geburt angestellt. Ich hatte zwar eben an meiner Vorbereitung, an den vielen Büchern, die ich gelesen habe, auch eine Reihe anderer Sachen gelesen. Hypnobirthing habe ich daran nicht gesehen. Ich meine, das ist ja auch schon ein Zeitchen hier. Das habe ich am Anfang nicht gelesen gehabt. Und da hatte ich auch am Vorfeld präpariert gehen, ob so etwas. Und auch mein Doktor war nicht wirklich bereit, ob Wassergeburt oder so etwas anzugehen.
das hat man schon gesagt. An der Zeit hatte ich da Vertrauen an klassische Medizin, für das alles sicher und gut gehen. Die war in dem Moment so ein bisschen Beziehung zu dem Doktor mehr wichtig wie der Forschen von Alternativen. Weil wenn du absolut eine Wassergeburt gewollt hast, dann hast du das könnte machen mit einem anderen Doktor, mit was aber du beruhigt, dass es mit ihm gut auflaufen. Ja, also ich war ganz einverstanden, eben eine Geburt so durchzuziehen, wie mein Doktor eben immer am liebsten schon durchfeiert. Ich muss sagen, ich war an der Zeit auch noch nicht so selbstsicher für andere Sachen zu experimentieren, wo ich auch gut keinen in meinem Umfeld hat, den eine andere Geburt eben miterlebt hat. Schon am Anfang persönlich kannt, und ja auch durch Filme oder Bücher, die ich für Drogen geguckt habe, war ich eben echt da auf klassisch medizinische Geburt dann angestellt. Ich fand ganz interessant, dass du über Filme geschwärzt hast an den Büchern, also du auch nicht anders. Du gesagt ja dann echt die klassischen Aufbildungen, wo die gebärend Personen Reckleien oder vielleicht auch sitzen und durch ganz Spidol blären und ja, das ganz gesagt schon, aber immer echt wie eine stressige Situation aus. Was hat das mit dir gemacht? Na, das ist kein bisschen weit und das denkt in sich, aber tatsächlich durch Témoignagen dann auch Filme, wo dann Mam du noch glücklich de Puppelchen um Bauch hält an de Wei sehr vergiss huet. Ja, war ich lo net sonderlich davon aufgeschreckt. Bei dir habe ich auf jeden Fall Möglichkeit gehabt, auch nach ein Peridural, auch unzufroh noch schon bei den großen Bruder. Und ich wollte das aber nach probieren rauszuzögern. Ich wollte das nicht direkt ab den Weg gehen. Ich wollte schon probieren, wie weit ich ohne medizinischen Angriff Geburt packen an Feien. Du gouft doch dann, dat war nei, dat gouft bei degem Bruder noch nicht, so ein Bau, den Ende von der Brütsch, wo ihn drauf sitzt, leidt, so ein Bau, wo ihn sich kann dran hängen, und wo tatsächlich dann der Anziehungskraft auch hilft, Geburt zu beschleunigen oder favorabel zu beeinflussen, dass der Puppelchen raufrutscht und sich an den Geburtskanal kann engagieren. Und das war determiniert zu nutzen und vielleicht auch nicht peridural eins zu gehen, und das ist aber zum Schluss trotzdem nicht gegangen, weil ich aber immer unterschätzt, dass trotzdem bemol heftig weht und noch sehr an den Kontraktionen kommen und ja, ihn dann merkt, dass ihn Kraft verliert und einfach Schwierigkeiten hat, das dann auszuhalten. Ja, just kurz für die das vielleicht dann nicht wussten, ein Peridural als eine Art von der Anästhesie. Dabei geht ein ganz dünner Schlauch zwischen zwei Wirbeln innen am Reck und dem Wirbelkanal angefeuert. Durch diesen Schlauch, den ihn auch noch Katheter nennen kann, geht dann kontinuierlich ein Betäubungsmittel angefeuert, was dann die Peng, die du abkönnt, betäubt. Und die Katheter, die bleibt tatsächlich auch die ganze Geburt an der Wirbelsäule, gell? Ja, genau. Und du kannst auch dann noch Geschoss gehen, wenn es nach mir lang dauert oder wenn Wehen nach mir heftig gehen, kann ihn Dosis aufpassen und ein bisschen nachriechen. Der Notdeel war natürlich, da ist ihn dann ziemlich aber gezwungen, sich trotzdem abbrutsch zu lehen, weil Bein auch da allgefühl verlieren, sodass ihn die Vene mich spürt und einfach kann in dem Moment nicht mehr auf dem Face stehen. Die sind dann gefühllos und das wäre ja auch dann dem Moment gefährlich und nicht so gut. Du hast schon gesagt, dass du determiniert warst, dich an den Rang dran zu hängen. Das hat leider nicht geklappt. Teier den ja immer mehr über sogenannte Birth Plans, also Geburtsplan oblitzebäuisch. Das ist ein Dokument, wo der gebärende Person ihre Wünsche für ihr medizinisches Team abgeschrieben gehen. Und du kannst am Anfang alles darauf festgehalten, was du willst, ob du zum Beispiel ein Peridural willst oder nicht, und wie das du willst, dass das Baby nur der Geburt versorgt wird, wie ein Leid, wie ein Rolle spielen sollen, ob der Partner zum Beispiel soll Nöbelschnur durchschneiden oder nicht, und sogar auch die Atmosphäre am Geburtsraum kannst du festlegen. Willst du zum Beispiel, dass Musik spielt oder ob es eine Aromatherapie du willst, so Sachen. Hast du einen spezifischen Birthplan oder hast du einfach Sachen evaluiert oder Voraussetzungen festgelöscht? So genau Birthplan geht demals noch nicht. Sie Sachen am Doktor beschwert gehen, ja, dass tatsächlich der Pap soll dabei sein und auch die Nöbelschnur durchschneiden.
ja, lo Belichtung oder Musik oder ätherisch-örlischer, davon aber nicht direkt jetzt. Ich muss auch sagen, ich war immer dann so befasst mit der Geburt selber, dass ich auch nicht an so Sachen gedurcht tun, die vielleicht hilfreich hätte können gewirkt sein. Ich muss sagen, darüber war ich auch nicht präpariert, für so einen Plan richtig zu machen, an allen Details einmal auszumalen. Ich war immer einfach mehr friedlich abgeregt und vierwitzig, ob das was könnt. Ja, vielleicht als doch ein persönlich Sache, dass ich nicht so dran denken über all mögliche Sachen, die mir gut getan hätten, für mir da schon Gedanken drüber zu machen. Ich denke nicht das persönlich, dass ich darauf nicht direkt vorbereitet war. Dann echt da noch evaluiert tun, was hätte noch können besser sein oder so. Aber auch das, und ich nicht wirklich viel drüber noch gedacht, weil das sind einfach beschäftigt doch da noch. Ja, aber das ist ja auch irgendwo normal. Ich meine, Geburten wie auch alle anderen Bereiche von unserer Gesellschaft und von unserem sozialen Leben, die sind ja von verschiedenen Gewohnheiten und von Normen geprägt. Ich verlinke also nur LauscherInnen ein paar Artikel, die ich als Präparation gelesen habe, aber da ist eben rauskommt, dass es viel mehr wahrscheinlich ist, dass sich für Prozeduren entscheidet, die in Viergestalter proposiert kriegt und die vielleicht auch schon von Erzählungen kennt oder aus Filmen oder die einem einfach bekannt vorkommen. Das ist einfach viel mehr wahrscheinlich, wie dass in der Geburten komplett neu erfindet. Also ein paar Leute machen das natürlich, aber ganz viele Leute machen das aber auch nicht. Und ich fand, es müsste einfach viel mehr offen darüber geschwärzt gehen, welche Optionen es gibt und was hier für Nachteile sind, für das die Leute doch mehr einfach haben, für zu erfragen und für informiert Decisionen über ihre Körper und über ihre Geburt zu machen. Wie siehst du das? Tatsächlich gebe ich mich heute auch nicht entschieden. Heute bin ich an einer Position, wo ich viel mehr über mich, über den Körper und über meine Wünsche nachdenken. Und ich gebe auch heute mehr Nosichen nach was für eine Option nicht gibt. Damals war das die klassische Geburt und ich habe mich schon mit meinen Freundinnen ausgetauscht, die auch in der Zeit da waren und geguckt, was die für Pläne hatten. Die Initiativleben so fangen konnten natürlich und nach einer Propose gehabt, aber die waren mir dann aber so fremd, also dass ich auch nicht auf den Weg gegangen bin. Ja, schon tatsächlich Geburt damals echt medizinisch durchgezogen, wo ich ein Gefühl hat, damals, dass es richtig gut so geht und dass es sicher ist. Und darüber habe ich dann vertraut. Ich war ja auch während der Geburt den Saal mal angucken. Da habe ich eine visitige Idee gemacht, mit allen Erklärungen, mit allem, was du von Apparaten an Instrumenten an Anrichtung ist. Ich war auch da an einer Präparationskur mit anderen Koppeln an Frauen, die erwarten. Und tatsächlich ist auch da eine punktuelle Freundschaft entstanden, wo wir als Puppelshop der Welt waren, auch einige getroffen und zusammen Kaffee trinken gegangen sind. Was schon schön war, ja, da hier hat ihn alles gesehen und das hat mir so sicher auch gut geschenkt, für mein Kind auf die Welt zu setzen. Ja, das ist ja auch tipptopp dann, wenn das für dich genauso funktioniert hat, wenn du dich immer da gut sicher gefühlt hast, das sind ja dann die besten Voraussetzungen. Und du hast schon über deine Reihe Personen geschwärzt, die verschiedene Rollen gespielt haben. Du hast mein Pop genannt, du hast Doktische benannt, hier war man. Wen war dann alles dabei, wo es da also auf Welt brüscht hast? Wer war alles am Prozess involviert? Das war tatsächlich 4 Jahre. Hier waren mal für dich, die ihn an Empfang geholt haben. Und der Doktor ist auch recht dann mich spät gekommen. Der geht ja immer recht gerufen, wann es dann ausgesät, wie wann es am Moment kennt Geburt stattfanden oder ein bisschen viel drunten. Da haben sie auch die Erfahrung für zu sehen, wie lange es noch kann dauern. Der Pap war immer von Anfang an dann dabei. Nee, bei dir, am speziellen Fall von dir, ist tatsächlich recht noch dazu gekommen, weil ich eben ja für dich mal an Kontrolle war und dann aber dort noch Geburt und Trolle kam, nachdem das Wasser fortgegangen war. Am Doktor hast du da schon eine Beziehung viel drunter.
Wie war das mit denn hier? War man hast du do kennengelernt oder war das auch schon viel drunter? Ich erinnere mich nicht ganz genau. Ich weiß, dass er tatsächlich auch mit der hier beim Rendezvous viel drin hat, ja auch mit dem Anästhesist, wenn es der Peridural, für das den direkt siehst, dass du alles brett hast und gewusst hast, dass du keine Schwierigkeiten an letzter Minute kommen. Ja, hier war erinnere ich mich auch nicht, ob das tatsächlich Stunde war, mit der ich Rendezvous hatte am Vierhauser. Aber ich muss sagen, ich war aber allkeiers gut begleitet. Und worunter müsste die gute Begleitung fast? Wie haben die Leute, die involviert waren, durch sicher viele gelos? Ja, sie haben häufig gefragt, wie es mir geht. Sie haben gefragt, ob ich etwas zu trinken will. Sie sind zwar nicht die ganze Zeit am Raum gewesen, aber noch bei. Sie sind dann noch von Zeit zu Zeit eben am Gucken gekommen. Ja, da habe ich nicht Gefühl gehabt, tatsächlich gut begleitet zu sein. Ja, das ist ja schön. Wenn man ein Gefühl von Sicherheit mit rangehst und dass jeder der besten andere am Sinn hat. Und was hat da ganz spezifisch mein Pap gemacht? Was für eine Rolle hat er von Anfang bis Schluss gespielt? Hat einen Gesprächspartner, in den eng Tant gehalten huet, ja nur eng geguckt huet, auch mal hier war am sicher gegangen, dann ass wann weien mir heftig gesinn. Ja ein bisschen Entertainment, bisschen Potren, sich net lang fehlen, op jeden Fall auch. Ja, das wichtig eng Person, der vertraut dabei zu hun. Sie noch Frauen, die lang Geburt durchmachen. Ich muss aber so, dass ich aber alkes Frau war, dass ich net lang da war. Ich sehe auch nicht allein, nemmen Mam gehen, mir sehe auch dort zu 2 Ältere gehen. Das war absolut normal für mich, dass wir das dann noch zusammen erleben. Ja, das tät sich ganz schön und dann zusammen du von nicht Älteren auf Älteren die Entwicklung durchzumachen, obwohl sie natürlich ernst ausgesagt mit dann was da aber mit einer Person in der W, die ähnlich Erfahrungen du für dich kehren möchtest, das stand schon mal ganz schön hier. Kleine Anekdote. Der Pap war alkes froh, dass er der Mann war. Ja. Wenn er neben erlebt hat, war den trotzdem aushält von der Wehen hier, hat er nicht so witzig fand. Gouf das ganz dann dokumentiert, also gouf ein Foto gemacht oder Videoen oder war du echt ob ich selber all konzentriert und auf den Prozess? Das war am Anfang eine Zeit, wo den Handy noch nicht so präsent war. Bei dem Bruder und am Anfang, wie schöner war, tun mein nächsten Handy kriegt. So lange ist das schon hier. Und ja, das war natürlich ein Handy, mit dem ich hauptsächlich telefoniert hat, und nicht wie Haut mit vielen Möglichkeiten drauf. Und auch bei dir war ich noch nicht so ausgerüstet, dass ich da viel Fotos oder so gemacht hat. Haut das mehr entwickelt, dass die Leute dokumentieren, knipsen, filmen, dass mir Demos nicht an den Sinn kommen, weil da lief den nicht, ich hatte keine Fantasie und noch die Idee für das mehr abzuholen. Also das ist ja auch gut dokumentiert an deinem Kopf. Ich meine, das sind Erinnerungen. Das sind Körper erleben und voilà, und das bleibt in meiner Erinnerung. Wie meinst du dann, haben den Geburten sich, wie du so aus der Körper erleben, wie hat das sich darüber ausgewirkt, wie du noch durch die Welt gegangen bist? Ja, nach der Geburt als mal eine ganze Zeit auch vom Heilen, das an sich körpertechnisch schon eine Art Won. Das heißt, du hast schon eine Zeit, die der Körper braucht, für sich davon zu erholen, für sich zusammenzuziehen, für hormonell an einen anderen Rhythmus zu kommen. Nach der Geburt könnt ihr auch die ganze Zeit vom Nieren. Das heißt, da dauert das eine Zeit, bis das in einem normal an seinem Körper spürt. Nicht Puppelchen gedeelt, der Körper aber immer nach vorne hält, weil durch die Nieren gehört der Körper noch nicht so ganz rum. Da hier dauert das schon eine schöne Zeit. Was doch erschreckend war, als der Bauch, den ist nicht direkt rumfort. Du meinst, in der Puppelchen kommt auf die Welt, kann das umarmen. Und dann ist in wie viel drin. Das dauert schon lang. Und da gibt es ja auch Kine an all möglichen Techniken, ein bisschen Sport, ein bisschen Massagen auch für den Körper zu unterstützen. Ja, Hannes dahin zu kommen, wo ich viel drauf war, ist sowieso nicht möglich und also auch gut so, weil ihn ja, aber tatsächlich ein erschneidendes Erlebnis hat und irgendwo auch ein bisschen stolz auf Frau ist, dass das aber noch ein bisschen sichtbar bleibt. Und wie hast du dich da gefühlt an der Zeit, wo du so auch wenn es nicht bis ganz
ob den Status für Drohnen zurückgeht. Wie hast du dich gefühlt an dem Prozess vom Hehlen? Warst du das locker umgegangen oder hast du auch Stress und Angst dabei? Wie war das? Und sich habe ich locker geholt. Schon mal keinen Stress machen gelassen und noch nicht gemacht, weil ich eben wusste, das braucht seine Zeit. Daher habe ich mal Zeit gelassen und eben Schritt für Schritt, wenn man keine anders fand. Und hat das Körperdelen, wie du für so zwischen Baby und Mom an deinem Fall, hat das dir gefallen oder hat das dich auch einst so genervt, dass der Körper nicht so ganz dein eigenen ist? Am Anfang ist das Schönste von der Welt. Und ich denke ihn an dem Moment auch nicht dran, wo ihn die wichtige Aufgabe hat, das Kant, was ihn auf die Welt gesagt hat, zu nähren. Das macht mich schon ziemlich froh und stolz zu sehen, dass es möglich ist, durch die Nieren eben ein Puppelchen zu unterstützen beim Wurzeln und beim Mannsgehen. Dass man mir nicht angefallen daran zu denken am Anfang, das gut rüber und ich will gerne fertig sein, da ja, heinz du wäre ein bisschen schwer, weil tatsächlich heinz du auch Milchstau kann abkommen und dann hat der Körper trotzdem aber auch Reaktionen, die nicht so flott sind, wo ihn Fever kann kriegen und wo ihn muss dann aufpumpen, für den Druck loszugehen. Das sind Komplikationen, die aber auch nicht schwerwiegend bei mir waren, sodass dann aber einfach das Leben sein Lauf geholt hat. Dann hat geguckt, ne? Wie spüre ich dabei? Ja, da hat 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, ein halbes Jahr. Wie spüre ich mich lo? Ja, und dann tatsächlich stellt sich die Frage, ist der richtige Moment, wo dann Kant anfängt, die erste kleine Zopf zu kriegen, ein bisschen Wurzel. Dem Moment denkt den recht am Anfang dran, was mache ich lo weiterhin? Fahre ich weiter nach Nieren, do nieft, oder wie spüre ich mich schon gelauscht, da mich ragelauscht, dann am Anfang auch noch nicht so pressiert, für am Nieren abzuhalten, weil das aber immer auch alles ganz schöne Momente sind, wo ein intim mit seinem Kind zusammen ist und den weiß, wenn er bis abhält, immer das fertig und du hast ihn dann nicht wirklich pressiert. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das eine Art von Verbindung ist, die am Anfang so nicht gibt und dass du dich auch gern daran erinnerst und dass das ganz schön war. So, wir sind schon ein bisschen weiter in Zukunft gegangen, wir sind ein bisschen von der Geburt selber aufgewichen und haben über ganz schöne Sachen geschwatzt, die danach auch noch kommen. Ich will aber auch gerne noch über deine ganz schöne Sache schwatzen, die direkt nach der Geburt geschieht. Wie war es dann für uns die erste Kehr am Arm zu haben? War das von Kant zu Kant auch nicht? Weißt du noch, wie du dich da gefühlt hast? Ja, das war tatsächlich von Kant zu Kant ganz verschieden. Wenn wir den Geburt gucken, nur deiner Geburt, du bist auf der Welt gewesen und tatsächlich wurde ich direkt auf den Bauch gelöst und schon den ersten Blickkontakt gehabt, schon dich gespürt, schon dich geriecht, schon die ersten Erlebnisse mit dir genoss und mich gefreut, dass der gesund kleines Mädchen weiß, was mir da auf den Bauch gelöst ist, was Gereicher gemacht hat, gegrunzt hat. Du hast nicht wie Welle gebärelt. Das ist nicht der klassische Kreisch, den da rauskommt. Aber du hast dich einfach bemerkbar gemacht. Du hast schon geschwärzt, wenn ich das kann schwätzen nennen. Du hast schon noch Luft geschnappt, die echt Tein von da ging. Und das war einfach schön, dich um Bauchlein zu holen und dich zu bereieren, dich durchs Leben zu drücken. Ja, das war schon gut. Ne? Ja, und danach war es dann tatsächlich dann Tierwärme oder der Firmären dann, wie sie dich von meinem Bauch geholt haben, für eben die ersten Untersuchungen zu machen, für zu gucken, ob alles wirklich in der Reihe ist und für dich ein bisschen proper zu machen. Das war nicht direkt. Ich hatte schon Zeit, für dich dann um Bauch leihen zu holen. Und Übelschnauer, die hat der Papi auch durchgeschnitten. Und dann ist natürlich nach der Geburt auch die Stunde dann noch auch nach und das wird dann noch ziemlich so stattgefunden in der Zeit, wo du dann in der Sicht gehst und geputzt gehst und du dein nächste Pyjama auch groß. Schon an meiner Vorbereitung oft gelesen, dass gebärende Personen sich da noch ganz stark gefühlt haben und ganz stolz auf sich selber waren. Also ich bin auf jeden Fall mega stolz auf dich, dass du das für uns gemacht hast, für meine Brüder, auch für mich. Wie hat das Ganze sich auf dein Körpergefühl ausgewirkt und auch auf dein Bild von dir selber? Ehrlich gesagt war ich ziemlich gespannt, wie das sich auswirkt auf mich,
weil ich nur der ersten Geburt von dem großen Bruder ziemlich Zeit gebraucht hat, für auf meinen Face-Raum zu fallen, an für eins zu gehen, an für alles gemischt zu kriegen. Und dafür war ich ein bisschen nervös. Allerdings musste ich mich feststellen, dass ich mit einem kleinen, neugeborenen Puppelchen an einem großen Bruder von 2,5 Jahren erstaunlich gut eins gesehen. Natürlich ist ich schon gewusst gewesen, entre-temps, und ich bin viel, viel besser eins gehen, für alles auf 3 zu kriegen, für um Congé parental auch im Hand zu gehen, schaffen, für das Haus, an alles, was so nötig ist, an oder kann gucken, an Erziehung, ja, kochen, ankaufen, und das alles, das ist viel besser gegangen. Ich denke schon, dass du aber dann bemol aus seiner Erfahrung nutzen kann. Das hat schon frei gemacht und das hat mich tatsächlich auch an meinem Selbstbewusstsein gestärkt. Ja, das ist ja auch eine mega Riesenleistung, die du brauchst und das geht nicht oft unerkannt, aber ich bin absolut impressioniert von dir, wie du das gemischt hast. Ja, das ist wahr. In unserer Kultur wird das als normal angesehen und recht, wenn du dran ist, kann ich wirklich mitschwätzen. Dass du aber Spagat heinst, du musst Pferde springen und aber ganz gut organisiert muss sein, für alles hinzukriegen, was nötig ist. Und auch noch zu sich selber zu kommen und auch noch sich mit Sachen frei zu machen, die du nicht unbedingt mit keiner Erziehung mit Sturz zu dienen haben. Mhm. Also du bist ja eine absolut gebürtige Expertin mit viel Erfahrung, die auch ein ganzes Spektrum von verschiedenen Geburten erlebt hat. Was gibst du da Leuten, die für eine Geburt stehen, gerne mit auf den Weg gehen? Tatsächlich, manchmal wäre es nicht falsch. Meine ganz Vorbereitungen, alles werde ich verschlungen an den Büchern. Das gibt einem auch Sicherheit, weil aber an den letzten 25, 30 Jahren trotzdem neue Erkenntnisse an neue Entwicklungen stattfinden. Das gebe ich einem anraten, sich zu informieren. Und was du für Druck gesagt hast, ein Geburtenplan, gebe ich auch den Leuten raten, mehr genau sich Gedanken darüber zu machen, was sie sich wünschen in der Zeit für drin, ja, sich zu informieren und genau zu notieren, was sie alles, so gut wie sie sich eben kennen, brauchen, für das Ereignis optimal zu genießen und zu erleben. Das fand ich eine wunderbare letzte Message für ein wunderbares Gespräch mit dir aufzuschließen. Ich habe immens viel über dich gelernt und darüber, wie Geburten funktionieren. Ich hoffe, dir auch, live nur lauscht innen. Und ich hoffe, es wird euch genauso viel gefallen, mit meiner Mom zu schwatzen wie mir. Lo bleibt nicht mehr viel übrig, weil dir ein ganz große, mega riesen Merci zu sagen. Ich meine, da das nicht evident, sich an die Studio zu setzen und über so persönliche Erfahrungen zu schwatzen. Aber du hast das natürlich gemacht wie ein Profi und ich so dir merci, dass du das für mich und für uns NoLauschterInnen gemacht hast. Schalt lo noch nicht direkt auf, weil es könnte noch eine Flott-Rubrik vom Kali und dann hoffentlich hören wir uns geschwind. Adi! Adi, live NoLauschterInnen. Ein gut froh, gut gefroht. Ein gut froh. Wat aus Pull-out-Method? Pull-out-Method ist eine infamöse Verhütungsmethode, zu der tausende Witzer, Memes und Geschichten gibt. Aber was ist Pull-out-Method am Anfang? Und wie sicher oder unsicher ist die Methode wirklich? Vierop muss dringend betont gehen, dass das Verhütungsmethode nicht gedurcht ist, für sexuell übertragbaren Infektionen zu schützen. Sie ist eine rein Empfängnisverhütungsmethode. Aber bon, was ist Pull-out-Methode? Pull-out übersetzt sich am Lützebäuerischen zu «Zieh raus», aber bezieht sich auf eine Methode zur Empfängnisverhütung, bei der der Penis vor der Ejakulation aus der Vagina herausgezogen wird. Die Methode basiert sich auf der Annahme, dass die Person mit Vagina für ihre Schwangerschaft geschützt ist, weil das Ejakulat nicht an der Vagina landet und dafür auch keine Spermien in Ehe befruchten können. Wenn dann auch wirklich kein Sperma an der Vagina ist, da kann auch keine Schwangerschaft entstehen. Allerdings gibt es 2 Faktoren, die dazu beitragen, dass auf viele Fälle aber Ejakulat an der Vagina landet und die Verhütungsmethode wesentlich mehr effizient für ihre Schwangerschaft beschützt. Erstens geht die Methode davon aus, dass alle Personen rechtzeitig herausziehen kann.
Also, dass der Penis ganz kurz vor dem Orgasmus herausgezogen wird und der Ejakulat außerhalb von der Vagina landet. Allerdings klappt genau das oft nicht. Auch wenn meistens das Gefühl vom Orgasmus vor der Ejakulation geschieht, ist das nicht immer der Fall und es kann schon vor dem Orgasmus Ejakulat an der Vagina landen. Außerdem kann es gerade in dem Moment vor dem Orgasmus immens schwer sein, den Reflex zum Herausziehen beizubehalten. Gerade bei Leuten mit Männererfahrung kann es da oft schief gehen. Et kann ihn zwar den Moment a Reflex vum Puller trainieren a leieren, wenn i genau den egene Kierper ejakuléiert a wie se dat kurz run ufielt, mit das awer immens unwahrscheinlich, dass dat allkeier glatt geht. Sogur wann d'Ejakulationun zo verlässig ausserhalb vun der Vagina geschieht, gëtt en zweete Faktor, den engem Strich durch Rechnung machen kann. Präejakulat, am Deitschen auch besser bekannt als Lusttropfen. Präejakulat as eng Flüssigkeit, die vun de Kauperdrüse nief der Prostat produziert gëtt. Dis Flüssigkeit botzt den Handkanal, durch den Spermien durch mussssen. Dummer beschützt den Spermien fir sauren Urinraster, die se kenten attackieren. Während Präejakulat u sech kein Spermien enthält, kann et Spermieraster am Handkanal matuelen. Die meeste Leute kreen et mat, wann ihre Penis Präejakulat aufgött, weil et hart zu kontrollieren mischt. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, kann ein vom Präejakulat schwanger gehen. Das zwei Faktoren beeinflussen die Sicherheit von der Pull-out-Methode. An der Theorie war konsequent rechtzeitig rausgezogen wird, aber wenn in der Präejakulat negligiert, gehen just 4 von 100 Leute pro Jahr schwanger, was sie just Pull-out-Methode benutzen. Mais wie das perfekt nicht existiert, gehen an der Anwendung 22 von 100 Leute schwanger. Das ist mehr wie 1 von 5 Personen. Okay, all dat gewusst, für wat benutze Leute das Methode dann aber? Dazu gibt es viele Antworten. Among und Education und Bewusstsein zu sicheren Verhütungsmethoden ist sicher ein großer Faktor. Was da auch immer ein mehr wichtiger Faktor gibt, ist die Jugendarmut. Verhütungsmethoden führen alle mehr permanenter, können sehr immens teuer gehen. Heute zu Lützeburg gibt viele Verhütungsmethoden wie die Spiral oder die Pille für Junker zwar von der Krankenkasse überholt, aber viele Plätze wie die SEPAs an der Schule oder die Planning Familial offrieren gratis oder billig Kondome. Trotzdem ist es nicht immer sicher, dass Schitwarin Access zu Verhütungsmethoden hat. Darüber hinaus gehen in den letzten Jahren aber auch immer mehr Menschen, die Nebenwirkungen von vielen Verhütungsmitteln nicht mehr in Kauf wollen und aber penetrative Sex ohne Kondome wollen haben. Dann gehen es auch Leute, für die eine Schwangerschaft nicht unbedingt geplant ist, die den Risk aber Kauf wollen, weil sie sowieso irgendwann schwanger gehen wollen und im Moment nicht so wichtig ist. Wichtig ist es, für Leute nicht zu verdeufeln, was sie das Methode benutzen, mir vielleicht nur zu fragen, für was sie das machen, und gucken, was hier Gründe sind. Pull-out-Methode ist keine immens efficace Verhütungsmethode. Sie hat viele Probleme bei der Anwendung und es kann tricky sein, für sie richtig zu benutzen. Und aber kann sie für ganz bestimmte Leute und Gruppen ein gutes Schwar sein. Am Allgemeinen kann ich aber sagen, dass es just ein gutes Schwar ist, wenn eine Schwangerschaft kein Drama wäre. Für all die wirklich nicht schwanger gehen, ist es angeraten, für sich eine andere Verhütungsmethode zu sichern. Ein Doktor oder ein Doktor oder eine Gynäkologin kann dabei helfen. Ende vom Tag ist die Entscheidung über seine eigene Verhütung auch immer die über den eigenen Körper und damit ein ganz persönlich. Es ist just wichtig, dass alle Personen die Informationen hat, für ein informiertes Schwar zu machen und dass der Schwar über den eigenen Körper besteht, also dass kein zu etwas gedrückt oder gezwungen wird. Wenn du mehr willst zu verschiedenen Verhütungsmethoden wissen, dann guck einfach auf sexpodcast.lu. Wir haben ganz viele Episoden und Rubriken, die über verschiedene Verhütungsmethoden abklären. Hast du noch Fragen, Antworten oder Anmerkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio ARA. Das Ministerium für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.